Dann kommst du leiflich durch das Dunkle, brauchst durch den Schotten von meine Seil. Dort ist nu vor ich, tom Engel kommen, Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Wer kann sich verstehen, gnut so erstaunend, wo'n Hort versteht so ne grote Leid. Dei ewige Gottheit steht drauf vom Himmel, bruch meine Sünd in meine Schuld. Hei jink nom Kriezen, jöf mi Vergebung, dei Haar von Harnand mi singt jen. Prachtvoller Haareck, je hier die Emma, Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Halleluja, preist den dein Herz mich frei. Halleluja, dort verlor ei Haul om mig, hast ei tiden los genom, du es var och en inom, Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Halleluja, preist den dein Herz mich frei. Halleluja, dort verlor ei Haul om mig, hast ei tiden los genom, du es var och en inom, Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Dann kam der Morgen in din Versprechen, din begrovda Körper krieg Leben trägt. Dann utom Ställen, dei lev kein brallend, raubt ut dort grov, haft kein Recht on mi. Dann kam der Morgen in din Versprechen, din begrovda Körper krieg Leben trägt. Dann utom Ställen, dei lev kein brallend, raubt ut dort grov, haft kein Recht on mi. Jesus, du hast dort grov besiegt. Oh, Halleluja, preist den dein Herz mich frei. Halleluja, dort verlor ei Haul om mig, hast ei tiden los genom, du es var och en inom, Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Halleluja, preist den dein Herz mich frei. Halleluja, dort verlor ei Haul om mig, hast ei tiden los genom, du es var och en inom, Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. O beste Gott, meine Hoffnung Hey, Golden Warriors, Dankeschön für Madonza, Werbe Gott tot geloven en prijzen. Wer bringt
loom har jag stått vid. Anser Waut, jag kan inte vara och krav. Gottes loom har jag stått vid. Anser Waut, jag kan inte vara och krav. Gottes loom har jag stått vid. Har jag stått vid. It's wonderful ignore. Det är det största i min liv. Vems minnerste du är. Då du min krig står trygg. Jag är stilla i din hand. Då den blir fri på Jesus ansiktsfall, då var tidens familj.
Gott, die kannst rufen, die betust für uns. Yes, Jesus. Die Lieds und Lieds. Die sind unsere Ketten wach. Dankeschön. Yes, Jesus. Thank you, Dankeschön. Jesus. Jetzt wo immer die Bass von dir. Jesus, hast du bei dir. Ich weiß, das fühlt sich vielleicht ein bisschen fremd. Tust Kirche kann. Es steht in der Kirche, manche Menschen Kirche kann. Es steht alle taub sein aus Gott seiner Familie. Aber du so tust, wo du bist mit deiner Familie, oder aus du allein bist, oder aus du mit Freunden bist. Gott hast du, Jesus hast du, Herr Jesus du bei dir, er wohnt an dir. Und Gott hast danach Praxis erwähnt, ohne zu beten. Wegen heu, jeden um Krieg für mich und für dich. Und heu ja von Kraft, damit wir können für arm leben. Dankeschön, Vater. Dankeschön, dass du bei uns bist. Dankeschön, dass du uns lieb hast. Wo immer du bist von dir, während das nächste Leid Scheinheit von Gott. Ich glaube, das Frauen, dass du wirst, ab sein war ich Gott anrufen. Du kannst sein durch Gebet, du kannst sein mit den Leuten, du kannst sein mit denen, die die Kinder tun. Weil wir Gott anrufen, weil wir am anbeten, wegen in dieser Zeit, in alle Zeit, Gott ist gut. Gott ist immer gut. Wo immer du bist, wo immer deine Familie sind, er beschützt dich. Er ist bei dir, er hat dich lieb. Und er merkt, er steht rein für dich, wo du machtvoll ist, wo du prachtvoll ist, wo du groß ist für dich. Ik glaub die Hand ob dine großes Tafel o mine der auf dine Hand mir von dem Moment, wann ich war ich mir du wo ich sing von der Scheinheit von Gott.
bist so gut von der Samaris, war mit und alle top zusammen. Ich heiße jeder einen Welcome to Lebenswasser online. Und sehr hat es gut, dass wir können in jün Heim kommen von der Samaris, war das ist ab diesem Weg. Und ich wünsche Ihnen bloß Friede und Gott seine jeden wird in jün Haus, wenn ihr top als Familie oder vielleicht mit Freunden top, diesen Service sein. Und von wo immer ihr seid, welcome to Lebenswasser. Wir sind excited für diesen Sonntag. Wir fangen an mit einer neuen Botschaft diesen Sonntag. Und diese Botschaft, die wird Pastor John, wird diese Botschaft predigen. Und die handelt sich von Mission. Und wir werden ein bisschen gucken nach der Mission, was wir in der Stadt tun, finanziell in verschiedenen Wegen, aber besonders Gebet und mit Geld. Und so von der wollen wir noch eine Mission gucken. Diese Mission ist von geleitet von Waut. Durch Wieben seine Früde hat eine Mission ungefähr 5 oder 6 Stunden auf von hier in den Bäumen, mit wo die Tarahumara leben dann. Und so, sie hat dort einen Stellträger die Kirche ab angefangen. Und so, das ist eine von den Missionen, die wir in der Städten tun. Und bloß dort ihr mit weit, wo das schafft, wo wir in der Städten, dort ist, wenn die hier ein Lebenswasser geben tun, 10% da war man das sieht, und dann sind da verschiedene Missionen, die wir in der Städten mit dort. Und so, wenn du geben das in Lebenswasser, dann bist du Part auch von dieser Mission, wird du was von dir sein, wo du auch Part von bist, wo du hingeben das. Und so, das ist eben der nächste paar Sonntag, wo wir noch verschiedene Missionen checken, was wir in der Städten tun, mit Gebet und mit Geld. Und Pastor John wird predigen an Mission. Und so, wir haben ein Video gestaltet von Waut. Waut hat selbst den gestaltet und er wird da reden. Und dann kann ich ein bisschen mehr sein von, wo die Mission ist, was er da tut. Und die Englischheit, was er merkt, in der Boy, mangt die Tarahumara. So, hier ist das Video. Good morning, Lebenswasser. Mir jetzt erscheint, dass ich Ihnen einen Bereich geben von La Sierra Tarahumara, wo ich 10 Jahre dreimal habe angefangen mit einer Mission. Wir fangen mit wenig Menschen an, und das hat sehr gewachsen in 10 Jahren. In der Kirche wird wie diese haben angefangen, mal die erste, dort ist nicht unsere Kinderkirche. Dort ist eine kleine Kirche, wird wir angefangen, die wir mal 30 schon breit, 50 schon lang. Und nu regt ich euch bloß für die Kinderkirche, wenn die Kinder dort waren, doch sehr. Und ich bin sehr dankbar für Lebenswasser, für die Mithilfe, was wir kriegen hier für Lebenswasser. Du sind Pancho, Zila, Thiessen und Sarah Bahnmann, was uns zu helfen mit den Kindern. Die haben so interessant für mit Kindern schaffen, so das ist eine sehr große Mithilfe für mich, wie ein allein kann das auch nicht alle tun. Und das gute Ding ist von dort alle, dass die Gebete, was hier von dieser Kirche kommen, die Gebete, die helfen uns sehr viel. Und je tun mit Geld in starten, und das helpt uns auch. Dann habe ich immer ein Ziel, was ich zu tun kann in einem Monat, und verabschieden, was ich den nächsten Monat tun, wo weit kann ich kommen. Und die Kirche wird wieder haben, der heute Nueva Vida. Nueva Vida, dort den Namen habe ich endlos gelesen. Das können sein, was für Namen sie wollen. Ich dachte, wir hatten gesagt, was für Namen ich dich heute noch mal abgeben. Aber zu guter Letzt, sie sollen mir mal sagen, was sie wollen gleichen. Und da sind so viele Menschen, die sind zum Glauben gekommen, und sie stehen auf einmal alle Toten, sehen sie, das ist Nueva Vida, porque wir haben ein neues Leben angefangen mit Christus. So, sie sind sehr ab wieder lernen, wieder studieren, und wir tun das noch kriegen oder Schulchecken. Wir haben da vorher predigt, was du so nicht gut sagen, was du sehr viel predigt hast, in Erdesprech, auch im Spanischen. Und wir sind froh mit ihr. Und wir sind ganz froh mit der ganzen Missionsarbeit. Lass uns wieder eine Reopening haben, dann hat wir Menschen werden von 6 verschiedenen Kirchen, was wir nicht unsere Kirche richtig wollen, noch andere Kirchen mithalten und schaffen. Und ich sage immer, blieb nicht unter meine Pflichten, ich sage nicht wie eine Klug, wenn ihr euch einmal verkehren, dort die kann allein gehen, dann allein gehen und schaffen mit, du wo ihr Tüß hier, du wo ihr in Tüß feiern. Sie gehen in die Kirche, wo ihr in Tüß feiern werden, wir bingen hier nicht. Und ich freue mich dafür, dass den Tag, was wir da in Frisch merken, da fangen wir Klock 6 an, und jeden Klock Feier Samaris ab. So, wir hatten eine sehr gute Zeit. Und wir hatten 4 verschiedene Gruppen, die singen, spielen, deuten und Zeugnisse geben, und sehr viele verschiedene Botschaften haben wir hier. So, wir hatten bloß eine sehr gute Zeit. Und wir wollen dort wieder schaffen. So Gott will, wenn wir Schwierigkeiten aufmerken, nu haben sie uns zwar das Teuer gemerkt, wir können nichts an der Bibelschule haben, aber ich will nur den Nähenden, weil wir durch ein Torfass haben, und ich will mit freiem Mann von Lebenswasser war, wir wohl mitfahren, teilnehmen da an.
Und wieder irgendwann auf einmal war ich Sonntag die Sommer Bibelschule haben, mit 350 Kindern, wie Brückenhalb. Ich meine Früh, wie kann das nicht alle allein. Meine Früh und ich, wir geben ihnen den Dankeschön für das, was die getan haben für uns und das, was die wieder tun und was ihr Ziel ist. Menschen leben, in Gott dienen, in Gott leben, in Menschen dienen. So, das sind zwei Dinge, oder das sind nicht der Inhalt so. Ich freue mich sehr für Lebenswasserkirche, dass sie uns Mut mehr und dass sie beten für uns. Und so viele Frauen da, wo der rettet du wieder. Du sind sehr dankbar für, wir dort erst einen Port von einem Mut geben, um wieder zu schaffen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung, Dankeschön für die Mitarbeiter, was hier mitarbeiten, was interessiert mit Dingen zu schaffen, und mir interessiert was mit der Arbeit zu schaffen. So, wir haben alle eine ganz volle Arbeit, wann wir arbeiten wollen, da wir nicht tief sitzen und warm die Sachen ab. Dort wir mir mal in Old, dort wo mich gut ging, und dort wir genug, und ich ging gut, und schaffe mit den Menschen, und habe vielleicht Erscheinungen, was hier nachher will. Das sind die auch, was schwer sind. Das ist alle wie nass. Aber die Schwierigkeiten, die schwierigen Sachen, die dort loten, dann schafft ihr in die Haus kommen. Das wird mich schon jetzt. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und auf Vater sein. Good morning, Lebenswasser. Wo immer ihr seid. Some von Ihnen, die sind vielleicht nicht mehr Good Morning, ist nicht? Ich weiß, uns checken einmal Menschen, die sind nur mehr. Und wenn wir verschiedene Tiden wohnen oder verschiedene Städte auf der Welt. Aber wo immer ihr seid, wir wünschen Ihnen Gott sein Recken sehen. So soll gesagt werden, wir wollen ein neues Thema anfangen, Mission. Mission, wenig ist viel, wenn Gott dabei ist. Und das wo ich will ein bisschen denken, dass nächste Sonntag, wir hatten geplant, dass durch August Monat, dann würden wir große Redner hier haben, kriegt das Redner, was diese verschiedenen Missionen leiten tun, was wir in den nächsten Monat wollen von hier. Aber wenn wir nun nicht schauen können, oder wenn wir nicht hier können, kommen, dann waren wir uns einig, dass wir würden dort ändern und ich würde reden, aber wir würden dann bloß kurze Videos spielen von der Mission, was wir unterstützen tun. So, wenn ich denke an wenig ist viel, wenn Gott dabei ist. Einmal glaube ich, denke wir so, dass wir sind nicht wichtig genug für Menschen, um für Gott zu schaffen. Ich glaube einmal, dass wir holen zu wenig von uns selbst, oder wir glauben, wir können zu wenig, oder ich kann nicht gut zum was tun, oder ich kann vielleicht nicht dort, was ich gerne habe, oder ich kann nicht so singen, oder ich kann nicht so reden, oder was immer das alles ist. Aber wir haben fertig in uns denken, so ein Denken, dass wir können das nicht. Wir denken vielleicht so, dass was ich zu geben, das merkt ihr keinen Unterschied. Ich sehe bloß einen Handarbeiter, ich sehe bloß einen Geschäftseinteiler, ich sehe bloß einen Mensch im Darb. Und ich kann das nicht, ich kann nicht irgendwas zum Gott geben. Und da werden wir ein bisschen an denken in diesem nächsten Monat. Und so wenn ich denke an diese Mission, was du hier tät, und das ist nicht unsere Mission als Kirche, aber wir tun die unterstützen. Und aber ich sehe da was, ich meine, du habe fort da einmal haben, dort ist mehrere Stunden in der Beine, ich weiß nicht ganz korrekt, wie viel das ist, aber vielleicht mit du noch was von der Zeit im Jahr, wo du wach ist, aber das lange eigentlich war ich vorhin. Das braucht große Anstrengung. Und wenn du mal hinfährt und du an die Kirche ist, ich meine, das ist bloß ganz anders. Die Menschen leben anders, das ist eine andere Kultur. Aber die Menschen, die sind krieg so viel wert bei Gott, als wir sind. Eine von den Dingen, was mich sehr interessiert von dieser Mission ist, dass du von ihren eigenen Menschen nur eine Bibelschule gehen in Kriel, du hast eine Bibelschule und du sie studieren, sie lernen die Bibel, sie lernen, sie predigen und die gehen nicht raus, eine andere Darpa, weißt du, sind noch sehr viel Taramara, bloß Wasserstunden auf von uns hier, wo das Evangelium fehlt. Ich glaube, einmal, wenn wir an die Taramara denken, dann denken wir an die Prachas, was bei den Lichter auf der Weg, irgendwo bei einem Semaphoro, da kommen sie nun fertig und wollen einen Paiso haben oder einen Korima, irgendwo bei einem Restaurant oder wir gehen in Stuhl an. Die von uns, was hier diese Gegend wohnen, wir wissen alle, was das ist. Und einmal gleich sagt, wie diese Menschen auf die Stauten ab und die wissen ja nicht, die kennen wenig, die haben wenig gelehrt, die haben eine gewisse Kultur von
von Pracheren oder was würden sein. Aber weißt du, wenn die Jesus fing, und wenn die in Gott sein Rechnen kommen, die lernen Gott sein Wort kennen, die gehen in der Bibelschulen, die lernen predigen, dort sind krank so eine welche Menschen, krank so viel begabt, als wir sind. Und das sind Dinge, was wir einmal denken, wird verjähren. Mir ist das immer mit schuld, dass wir in uns Mennonitentum einmal so eine Idee haben, dass wir als Mennoniten sind eine höhere Rasse Menschen als andere. Ich weiß, some von uns sind so abgewaschen, dass ein Spanischer kann ja sich nicht mal bekehren. Das redet ja gleich Plattdeutsch oder was immer, nicht? Und das ist nicht so dort. Gott hat jeder Rasse von Menschen geraubt auf dieser Welt. Und wir wollen in den nächsten Monat verschiedene Missionen bechecken, was die tun. Und du sehen, als das ist auch ein von denen. Und ich will nicht an die Mission reden, wenn ich schaffe nicht, ich sehe das nicht, aber ich will ihm bloß sagen, dass die Tarahumara, dass Gott sein Volk, krank so als wir sind. Die Tarahumara, wenn die Jesus fing, die sind wahre geboren, die haben einen Heiligen Geist und die haben Leben in sich. Und die haben ein bisschen anders Spiel als wir und das regt in die Kirche ein bisschen anders als es hier ist, aber das sind Gott seine Menschen. Und so da mal wie sehr klar holen, dass das so dort ist. Aber drei hier noch eins. Ich will von dir mit reden von wer für was. Aber bevor ich durchgehe, will ich dir sagen, dass du bist gemerkt von Gott, für Gott. Das ist der Schlüssel, für wo du die wirst sein in deinem Leben. Und weißt du, wo wir uns sein als Menschen, was wir denken von uns selbst, wird bestimmen, was wir tun in uns Leben. Und jetzt doch, was wir denken von uns selbst bestimmt, als wir für Gott schaffen oder nicht. Und so, ein von den Dingen, was uns Menschen fehlt, ist ein Zweig in uns Leben. Wir müssen eine Ursache haben für hier sein. Wo bist du hier? Was ist dein Zweig auf dieser Welt? Das ist die Frau, was die Menschen weltweit fragen. Und viele Menschen haben nicht eine Antwort. Für was sehe ich hier? Und weißt du, wir würden einmal gleich in das ganze Bild zu sein, für was ich hier sehe und was Gott sein ganzer großer Plan ist für mein Leben. Aber er hat uns nicht so dort gemerkt und er wies uns nicht das ganze Bild. Aber eigentlich will ich Ihnen sehr klar sein, dass du bist von Gott gemerkt und du bist für Gott gemerkt. Das muss wir klar halten. Dass Gott hat uns gemerkt, Gott hat uns verloren sozusagen, durch Sinn, durch was der Teufel getan hat. Und nu ist Gott gekommen, er hat unseren Sinn betont, er starb vom Kreuz wegen. Er will die drei haben, wenn du wirst von Gott, für Gott gemerkt. Und so das ist ein bisschen der Grund für das Reingehen zu denken, was ich diesen Monat will sagen. Dass wir das klar kriegen, wer wir sind. Und wenn wir klar haben, wer wir sind, dann wollen wir klar kriegen, was wir tun. Und so, du bist gemerkt, von Gott, für Gott. Und da wollen wir sehr klar halten. Und so, wer für was? Das ist das Thema von dir. Wir leben in einer Welt, wo wir, auf Englisch sagen wir, I'm building my brand. Was das meint ist, ich baue mich um. Ich weiß nicht, was ihr Großes kaufen. Aber ich weiß, some von uns checken nur den Preis. Wir kaufen vielleicht das Billigste, was du auf dem Shelf hast. Aber der Nächste checkt nur den Namen. Der Nächste checkt nur die Company, von wo das kommt. Und das was wir meinen, wenn wir sagen, we're building our brand. Wir bauen uns Namen, ich baue meine Ware, ich baue mein Geschäft, und ich kann gewisse Namen über dem vielleicht, und wir als Church tun das, wir haben gewisse Namen, vielleicht manche Menschen, oder wo immer die uns horchen, aber wo immer du bist, oder was immer du das, du baust sozusagen einen Namen für dich selbst. Oder du das dein Brand, deine Ware, das du bauen. Und das ist, was Gott hat. Gott baut sein Reich. Und was die Welt denkt von Gott sein Reich, oder wo sich das Reich wohnt, ist ein langer abhängig von mir und dir. Und Gott hat von uns her gesagt. Aber ich will von dir mit reden, von wer für was, wenn ich sie überzeugt, dass wenn du nicht weißt, wer du bist in Christus, oder du weißt jährliche Reden, nicht wer du bist. Wenn man Menschen uns fragen, wer bist du, wir sagen uns Namen, vielleicht sagen wir, was wir tun, oder von welcher Familie wir kommen. Aber in Wirklichkeit, wer bist du? Wenn wir dort nicht verstehen, wenn wir dort wer nicht verstehen, wer sehe ich?
Was sagt Gott von mir? Wer sehe ich für Gott? Was schickt Gott an mich an? Wenn ich das nicht verstehe, dann wird das Wort niemals klar kriegen. Und das ist eine Ursache, wo wir vielmal Christen nicht für Gott schaffen. Wenn sie haben nicht klar, wer sie sind, und wenn wir nicht klar haben, wer wir sind, dann haben wir nicht klar, was wir tun. Was tun, wenn du nicht mal weißt, wer du bist? Und so das ist ein Ding, wo ich von der Wahl ein bisschen von reden. Ich sehe in den Ferien Botschaften, wo ich ein bisschen rede von Jesus in Zweite kommen, da sehe ich ein Ding, und da will ich noch einmal wiederholen, dass Gott sein Ziel, Gott sein Willen, Gott sein großes Ziel kann sein, das ist sein Reich voll von seinen Menschen. Und so wenn dort Gott sein Hauptding ist, und dort ist Gott sein Hauptziel, und du bist Part von das Reich, was ist dann dein Hauptziel? Und ich glaube, das selbstverständlich, dass wenn Gott sein Hauptziel, dort wird mein Hauptziel, wenn ich zu Gott gehe. Und so, wer verwahrt, das ist sehr, sehr wichtig, da wir das klar kriegen. Und so, dein Raub im Leben, das ist ich mal wer in ein Wort. Und so, ich will Ihnen ein paar Verse wiesen, sehr bekannte Verse, das sind sehr bekannte Thema für mich, wenn ich rede viel von das. Aber wer sehe ich in Christus? Und so, wir wollen beten nur das Wer checken. Wer sehe ich? Wenn das ich schon sehe, ich bin ganz überzeugt, dass wenn ich nicht weiß, wer ich sehe, und ich sehe zweifelig in mein christliches Leben, ich sehe zweifelig, dass Gott mir überhaupt leicht, ich sehe zweifelig, dass meine Sünden überhaupt vergessen sind, ich sehe zweifelig, dass wenn ich habe, wo ein Fehler merkt, dann sehe ich, war nicht Gott sein Kind, wenn dort das ganze Bild nicht klar ist, dann war es wenig tun für Gott. Wenn wer kämpft für Wort. Und nochmal, wie soll ich klar halten? Und so Johannes sagt, aber all die am Abnehmen, das redet hier von Jesus und das redet von den Juden, wo Jesus kam und sie nehmen ihm nicht ab. Und an sie, also wir am Abnehmen an sie nun glaubt, jij verder Reich, der mag Gott sein Kind zu werden. Na, das Johannes schrift hat, und du dann zwei wieder abnehmen und glauben, und er sagt, wer Jesus abnimmt, wer an Jesus glaubt, den jaft Gott. Und dort habe ich immer wieder gesagt, wo ich von dir noch wieder sage, dass Jesus Leben kämpft von Gott, der nie Geburt kämpft von Gott, die nur abgehoben ist Glauben. Und so wer am abnimmt und wer am glaubt, der haftet Reich und der macht Gott sein Kind zu werden. Und so das ist ein Ding, was in uns hört, ist mal mit ansehen. Wenn wir versägen, unsere Seiligkeit zu verdienen, wir versägen mit vielleicht noch gewisse Kirchvorder, gewisse Rassmenschen sind, oder gewisse üterliche Form zu haben, dass irgendwie, was wir dort Gott sein Kind merken, dann wollen wir nicht viel für Gott tun, wenn wir sind never sicher, dass wir dann auch wirklich das rechte Ding haben. Weet je, dat is dat ding van uiterlijke dingen. Dat is dat ding van je zaadselje dingen, die best die never 100% klar, dat du dan nu ook recht gedaan hast. Er dat du ook dat nu gedaan hast. Er dat du de rechte uiterlijke vorm hast. En zo wenn wir dat never kan klar weten, dan moeten we dat aannemen, wat Jezus voor ons deed. En zo, wie haben das recht sein Kind zu sein? Dann sagt er, das ist nicht durch Blut, auch nicht durch fleischliches Verlangen, auch nicht durch irgendein Mann sein Will, geboren, nee, die sind von Gott geboren. Und das ist, was ich meine, wenn ich sage, das Leben kommt von Gott. Das ist eine Geburt von Gott. Das ist nicht irgendein menschliches Ding. Na, hier redet er von der körperlichen Geburt. Das hat zu tun mit Blut zwischen Mann und Frau. Das hat zu tun mit ein fleischliches Verlangen. Wie kann sein in Geschlechtsleben. Das hat zu tun mit ein Mann sein Willen. Das hat zu tun mit einem menschlichen Ding. Na, Gott hat das so gemerkt. Aber das hat zu tun mit einem menschlichen Ding. Und dann wird ein Kind geboren. Aber diese Geburt, wo wir von reden, die kommt von Gott. Und so Gott hat gesagt, dass glaub an mich, und dann will ich die nie ein Mensch merken. Glaub an mich, und ich will die mein Kind merken. Und dort ist, wer du bist in Christus. Und so wenn dort wer nicht klar ist, dann ist das Wort in dein Leben never klar. Und dort ist ein Ding, was wir machen, sehr klar haben. Johannes 3,14 sagt so, als Moses in der Wildnis in der Schlange hoch abhang, so muss die Menschen sehen, auch hoch abgehangen worden. Und dann sagt er, dass all die an Amt leben, dass wir Leben haben. Und so das ist ein Ding, was wir bloß einfach im Glauben annehmen. Das sind sehr bekannte Teile von denen, die hier in der Kirche sind, oder die von denen, die bei mir sind in der Bibelschule, in meinen Klassen. Das ist so mein Thema, das Leben. Und so, das ist, wer du bist, wenn du an Jesus glaubst.
Aber det må klar sein, fertig weiß, was das ist. Und ich wünsche, wir können das verstehen. Ich wünsche, wir würden das wirklich von uns Kopf und uns Herzen entkriegen. Dass wenn du in Christus bist, du lebst an Jesus, dass du bist bei Gott angenommen. Du bist sein Kind. Und ich will Ihnen some Dinge wiesen, was Gott sagt von dir, wenn du in Christus bist. Wenn wir haben einen Aufschnitt in der Bibel, was ich sage gleich für dort. Petrus sagt dort nie leben. Na, ich dachte schon, du siehst, dass die Kirche dort in der Boy, die nennen sie wieder neu war, oder nie leben. Und ich lade das zum sehr ferne um. Und ich sehe schon, dass die Taromara, erst wären das vielleicht super, oder Drugs, oder was immer alle, Menschen, die wenig zu brücken wären im Leben. Aber die fangen Jesus. Und Jesus hat die umgeändert. Und Jesus hat some von den nu geroepen zum Prediger zijn. Die predigen door in ihre Darpa, gehen sich in de Boje rum. Ich meine, wenn wir hören, von wo wir die Jungs gehen, fährten zum dort eine Botschaft haben oder durch, das ist mit anders, als wir leben. Aber ich sage, das nie Leben, das je nu haben, habt ihr nicht von den Eltern gekriegt, das Leben, das die geben, das verjährt. Und das war wie so klar haben, dass uns physisches Leben hier dort verjährt. Aber nicht bloß dort. Dort, wo du selbst bist, zum Gott angenommen sein, das ist ein Ding, was er verjährt. Und das nächste Weg war anders, das nächste Jahr. Und so das nie Leben, was die haben. Und dann sagt er wieder, das nie Leben, was ewig bleiben. Willst du kämpft von Christus. Das ist, was ich meine, wenn ich sage, jährliches Leben kämpft von Gott. So das nie Leben, das ist ein ewiges Leben, wenn er kämpft von Christus, durch Gott sein ewig lebendes Wort. Das wäre du bist, wenn du in Christus bist. Du bist für ewig Gott sein Kind. Du bist für ewig in Gott seine Familie. Deine Sünden sind vergeben. Du hast für ewig nie das Leben. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wenn wir das ganze Thema von wer wir sind nicht verstehen, dann halt das wenig reden von was du sollst tun. Und das ist ein von den Ursachen, wo wir in das Wort in uns Leben fertig so schwach ist und vielleicht verhebt nicht du ist. Wir kommen Sonntag nur die Kirche und wir sind in die Kirche, vielleicht dürfen noch was in die Kirche, aber in der Weg wird kein Mensch ruden, dass wir zu Jesus gehören. Und dort hat zu tun, korrekt mit dem Ding, dass wir weiten gleich, wer wir sind. Und wenn wir nicht weiten, wer wir sind, weiten wir auch nicht, was wir sind, oder was wir tun, oder was wir sollen tun. Und so das neue Leben, das ist ein ewiges Leben. Und so das ist die neue Geburt, bloß ganz kort genommen. Na, ich will dir nur noch some Vers wiesen, so ein bekannter Vers, was uns some Dinge wiesen, wer wir sind in Christus. Wenn ich will das so klar merken, dass wenn wir nicht weiten, wer wir sind, wo wir niemals weiten, was wir tun. Und so, wer kämpft für was? Das ist sehr wichtig. Epheser Kapitel 1, das ist mein Lieblingskapitel in der ganzen Bibel. Epheser Kapitel 1, die erste 14 oder so Vers. Aber in Vers 3 fängt er an und er sagt, ans Herr Jesus Christus, sein Gott und Vater, soll durchgeluft werden, dass uns, und ich will han gesagt das morgen, von wem es kämpft und wer es tät. Und so, dass uns als Himmelsbürger, ein Himmelsbürger, das ist einer, was in Christus ist. Ein Himmelsbürger, das ist einer, was bei Gott angenommen ist. Ein Himmelsbürger, das ist einer, was ein Passport hat, kann sein, oder ein Citizenship hat, zum im Himmel sein, zum bei Gott sein. So ein Himmelsbürger, der hat uns als Himmelsbürger alle jährliche Segnungen geschenkt hat. Na, weet je, Gott gibt uns alle jährliche Segnungen als Himmelsbürger. Das wäre die Beste. Ich habe vorhin gesagt, dass in Christus hast du alles, was der Himmel zu beiden hat. Und vielleicht hört sich das ein bisschen großartig, das hört sich ein bisschen säuerbreit, aber das ist, was die Bibel lehrt. Du bist ein Ohr mit Christus, du bist ein Ohr für alles, was der Himmel zu beiden hat. Wir wollen am Messer sein. Aber als Himmelsbürger, wir haben alle jährliche Segnung, was der Himmel zu beiden hat. Das wäre die Beste. So, und ich denke dir mal an, wenn du das klar kriegst in dir, dass das wäre die Beste und das, was du hast, dann hast du was zum den nächsten anbieten. Und so, wenn du weißt, wer du bist, dann kannst du gehen in was du das.
Aber wenn du das nicht weißt, und du weißt gar nicht, was du überhaupt geraten hast, du weißt nicht mal näher, was deine Sinn für Jesus sind. Wenn du hast gestern hast du die wieder geäuert, so sieht ihr überhaupt ein Christ oder nicht. So du weißt das gar nicht, wo was Jan das gut vertellen. Wo was Janem sein, dass du hast, was untreckend ist, was wertvoll ist, alles für zu verloten, zum du heimkommst. Wo was das tun, wenn du selbst nicht weißt, was es überhaupt wert ist, für zu leben. Und deswegen ist es so sehr, sehr wichtig, dass wir verstehen, wer verwort. Und so heißt ich als Himmelsbürger, wir haben all diese Sehnungen. Wie als euer die Welt in Grund lädt, hat in manchen war werdet sagt, werdet das, und von wo das kommt, hat uns bestimmt, in Christus seine heilige, aschelige Kinder zu sein. Na Gott bestimmt all in Ewigkeit, können wir sagen, dass in Christus wird wir heilig sein, in Christus wird wir schuldfrei sein, in Christus wird wir seine Kinder sein. Na weißt ihr, das Wort heilig, dort meint sie gesagt, so wenn du denkst an, wer du bist, was sollst du tun, dann musst du das echt klar haben, dass Gott hat die genommen, Gott hat die zu sie gesagt, für sich selbst. Von Gott gemerkt, für Gott gemerkt. Und so Gott hat die zu sie gesagt. Er hat die den Feind in der Rekrut genommen und sie in der Rekrut gesagt. Das wird Aschuldig, das bringt wie für eine negative Weich, dass das ein Aschuldiger Mensch ist, da Gedanken ist ja Aschuldig, oder das ist ja aber sehr Aschuldig, was der das. Wir meinen, das ist nicht klug. Aber das ist nicht, was das Wort meint. Das Wort meint schuldfrei. Na, weißt du, wir gehen ans vergangenen Leben ran, wenn wir haben einen Fehler gemerkt, oder wir unsere Gedanken sind nicht reich was, unsere Einstellung ist nicht reich was, und dann haben wir einen Schuldgefall fertig, und dann weten wir gleich nicht, selber hat Gott sie nicht Kinder oder nicht. Aber weißt du, in Christus hat Gott die Schuld frei gemacht. Und das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen können. Ich sage einmal in Satz, was sehr gefährlich ist zu sein, wenn ich jetzt so leicht zu missbrauchen. Aber ich sage fertig, dass in Christus sind all deine Sinnen verjährt. Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart. Die sind alle verjährt. Finde ich all, in Christus. Und ich weiß, das ist ein gefährlicher Satz, wenn manche sagen, oh, wenn das ist, dann wollen wir mal gehen, wollen wir mal singen. Und das ist ein anderer Thema, wo ich finde auch nicht nennen gehen. Aber heilige, aschelige Kinder. Hij hat wieder, wie Gott ans Gott wird, so hat alle mit Gott seine Leib zu tun. So, wenn Gott ans Gott wird, hat das so angerecht, hij hat es so angerecht, nicht wie aus Predigt, nicht wie aus Mennoniten, nicht ans Kirchensystem. Gott hat es so angerecht, dass hij uns durch Jesus Christus, möchtend war wo das ist, und wo das ist, durch Jesus Christus annehmen will als seine Kinder. So, wenn du in Christus bist, hat Gott die angenommen als sein Kind. Du bist nicht mehr ein Sünder, aber ich erkläre das nicht, wenn wir aus Gott seine Kinder sein, oh, wir sind so eine arme Sünder. Wir sind nicht. Wir sind nicht mehr Sünder. Wir sind nur Gott seine Kinder, was einmal sind. Aber wir sind nicht Sünder, was einmal Gott sein Kind ist. Und dort haben wir verdreht werden. Und wenn wir das verdreht haben, dann weten wir gleich nicht, wer wir überhaupt sind. So, wir sind Gott seine Kinder. Nicht können wir nicht anders als seine große Gnade, das ist allerrecht Gott seine Gnade. Und wenn er zuerst soll wie Gott seine Gnade loben, in Port von Gott seine Gnade loben ist, was du für Gott das. Und so wie sollen Gott seine Gnade loben, dass er uns hat zukommen lassen, durch Jesus Christus. Na, war das klar, das ganze Ding kommt durch Christus. Durch Jesus, manchen dort, durch Jesus, der sein Blut von uns vergift hat, sind wir losgekauft. Du bist losgekauft von deinen Sinn, du bist losgekauft von den Diebel, du bist losgekauft von der Kraft von Sinn. Da meine ich, dass du never war wirst Sinn, aber Sinn hat nicht mehr zu herrschen in dein Leben. Die Bibel jetzt sehr klar von dort. Und so wir sind losgekauft und uns sind die Sünden verjährt durch die große Gnade. Und so deine Sünden sind verjährt. Und das, wo ich sage, dass in Christus, und das ist der Schlüssel für das ganze Ding, in Christus hat Gott deine Sünden verjährt. Sogar die, was du morgen wirst tun. Aber in Christus, da wir nicht mutwillig sind. So ich sehe, das ist ein anderer Thema, ich wollte von dir auch nicht nennen. Aber in Christus sind deine Sünden verjährt. Gott hat von sein Geheimnis weitergelassen. Weil ihr Paulus, die Schrift immer war davon, dass das Evangelium durch Jesus Christus, dort wie ein Geheimnis. In so einem Alten Bund, die verstanden noch gar nicht, sie hatten gesagt, das wir denken, wo die Juden immer mit kämpfen, durch das ganze Neue Testament. Aber das wie ein Geheimnis durch Jesus Christus. Und so das wie ein Geheimnis, dort hat Heisig vergenommen, durch Jesus Christus für den Tag zu bringen. So das ist Gott sein Plan, Gott hat es, er hat es für den Tag gebracht, was wir so klar haben. Wenn sie eine bestimmte Zeit ist, wird hier sein, so Gott leidet in seine Zeit, dann wird er alles, was im Himmel, auf Erde und unter der Erde ist, bringen unter Christus. Und so das unsere Lösung ist in Christus, aber Gott wird es alle bringen in Christus.
In Christus hat uns im Verrückt bestimmt, seine Ohren, das wo ich erst von rede, dass wenn du in Christus bist, dann gibt Gott dir alles, was der Himmel zu beiden hat. Du bist sein Ohr. So alle jährliche Segnungen, so fangen wir hier an. Und so die jährliche Segnungen, die sind heilig, die sind schuldfrei, das ist angenommen, das ist Sinnen vergeben. Du kannst Gott sein Geheimnis nicht. Und so, du bist Gott sein Ohr. Und dann sagt er wieder so, dass wir, die wir auf Christus hupten, die erste wären, die seine Herrlichkeit loben. Ich glaube, hier redet hier von den Juden, sie haben das Evangelium das erste, sie haben das erste Gott seine Herrlichkeit loben. Und dann sagt er, so wird das auch mit Jünd, dort Jünd sind die Heiden, dort sind wir von der. Und so wird das auch mit Jünd, die jede Wahrheit gehört haben, wodurch die geraten worden, und am Glauben, so die Wahrheit, gerat wie Glauben, das ist uns größte Ziel in dieser Kirche, dass wir wollen die Wahrheit predigen, dass Menschen können glauben, dass Menschen können geraten werden, dann teilen Gott mit dem Heiligen Geist. Das wird die Best. Wenn du das nicht klar hast, dass du bist geteilt, dass du hast den Heiligen Geist, wo bist du im Satz für den beiden? Wer verwahrt? Das ist so wichtig, dass wir das klar haben. Und er sagt, der Heilige Geist bürgt dafür, dass wir dort kriegen, was Gott uns versprochen hat. Der Heilige Geist ist die Garantie, dass du wirst selig werden. Und dass Gott wird die durchbringen. Weißt du, wir haben toll so eine Idee, dass wenn ich nicht krank so oder so, dann ich war nicht Gott sein Kind. Na, einmal sagen wir, Gott seine Kinder, was sind denn? Und Gott bringt uns frei. Und vielleicht holt uns mal ein bisschen durch eine Strophe oder immer das. Aber der Heilige Geist schafft in uns, der ist die gegeben, für ein Teken, der ist die gegeben für Kraft, zum für Gott schaffen. Ich denke, was mir sehr interessant wäre von Jesus, dass er wacht von dieser Erde, die Jünger, seine Nachfolger sollen die Kirche anfangen, dann sagt er zu ihnen, bleibt in Jerusalem, bat ihr dort Geschenk kriegen, was Gott versprochen hat. In anderen Worten, er sagt, bleibt in Jerusalem, bat ihr den Heiligen Geist kriegen. Wenn du dort nicht klar hast, dass du hast den Heiligen Geist, wo wirst du die Kirche anfangen? Jesus sagt zu seinen Jüngern, dort nicht versehen, die Kirche anzufangen, ohne Gott seine Kraft. Ich habe einmal gesagt, und ich glaube sehr an das, dass ein Mensch in sich selbst ist nicht fähig, Gott seine Arbeit zu tun. Und so, wenn wir als Menschen gefällt sind mit seinem Geist, und sein Geist gibt uns Kraft, sein Geist leitet uns, dann können wir große Dinge tun, hunderte Taromare bekehren sich, und das ist bloß eine Mission, was von rund um uns passieren Dinge, von Menschen, die wahre geboren sind, die nie das Leben haben, sie weiten, wer sie sind in Christus, und der Heilige Geist brückt ihn. Und so, wer verwahrt, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das klar haben. Wer bist du? Und so, wenn du in der Schweiz, wer du bist, dann können wir gehen nach Waut. Was ist Gott sein Willen für dein Leben? Was wird Gott gleichen, wenn du das sagst? Ich will von dir ein paar Ideen geben, ein paar Gedanken, ganz kurz, von was ich glaube, was Gott sein Willen ist für dein Leben. Als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, kriege ich ihn an. Die englische Übersetzung sagt, I beg you. Ich prache ihn. Paulus sagt, kriege ich ihn an, lebe so, dass er damit stimmt, wo Gott ihn beraten hat. Weißt du, der Epheserbrief ist ein interessanter Brief. In den ersten 3 Kapiteln, da sagt Paulus, wer wir sind. Und dann in Kapitel 4, hier in das Vers, Kapitel 4, Vers 1, in das Vers sagt er, okay, nu, dass ihr wissen, wer ihr seid. Nu weißt ihr die Segnungen, was ihr in Christus habt. Nu weißt ihr, dass ihr seid heilig, ihr seid schuldfrei, ihr seid vergeben, ihr seid angenommen, ihr habt den Heiligen Geist. Nu weißt ihr all diese Dinge. Nu lebt so, dass es mit dort stimmt. Das ist, was er sagt. Und das ist Gott sein Willen für uns Leben. Wer wir sind, mal klar sein, wenn wir dort schweiten, dann sagt Gott, okay, du weißt nicht, wer du bist. Du weißt, du bist Gott sein Kind, du bist angenommen, du bist ein Ohr. Gott läuft die, Gott hat die gemerkt, für sich selbst, du weißt all das. Nu lebt so, dass es mit dort stimmt. Das ist Nummer 1, Gott sein Willen. Und ich habe hier einen Kranz, ich darf das einmal mit einem Kranz ein bisschen versuchen zu erklären. So, wir sagen, dass das gerade jeder Kranz, was ich habe, das ist in Christus. Und hier in Christus ist, was ich nenne, Gott sein moralischer Willen. Na, weet je, wir haben einmal so zu holen, dass Gott hat einen Punkt in mein Leben. Und wenn ich den Punkt nicht finde, dann sehe ich nicht in Gott sein Willen. Und ich glaube nicht, so steht. In das Kranz, hier sehe ich in Christus, wenn ich sage, Gott sein moralischer Willen, dann meine ich bloß einfach, dass das ist Gott sein guter Willen, oder sein Willen für das Rechte in dein Leben.
Moralisch meint, wenn wir sagen, oh, jemand lebt ein moralisches Leben, dann sagen wir, der lebt ein gutes Leben. Oder der lebt ein unmoralisches Leben, dann lebt er in Sinn, oder vielleicht in allerhand schweinische Dinge. Und so Gott sein moralischer Willen. Na, Gott sein moralischer Willen, ich habe ja gesagt, das ist die Bibel. Und so Gott schreibt uns vor, was sein Willen ist von Gott seine Kinder. Bitte, du sind hunderte Dinge, die du jeden Tag begegnen, wo Gott nicht eine Silbe übersagt. Nicht. Und so was ist mit euch. Und das ist, wo wir fertig in Trouble ran. Wir weten nicht, okay, so wenn ich nicht hier und diese sieht, wo einen Punkt traf, dann sieht nicht an Gott sein Willen. Oder wenn ich nicht an diese sieht, einen Punkt traf, dann sieht nicht an Gott sein Willen. Einige, was ich einmal brauche als ein Beispiel, das ist für die von uns, die nicht befreit sind. Die von uns, die befreit sind, die wissen, was Gott sein Willen ist. Und das ist, bei deinem Partner zu bleiben, den zu ehren, oder die, und dort zu leben, in den christlichen Bereich. Aber du wirst nicht befreit, will man sagen. Und du siehst einen Partner. Und du betest für Gott, wies mir mal, warum du hast bestimmt für mich. Ich würde von dir sagen, hier atmet das Gebet. Gott hat dir all gesagt. Alles, was Gott sagt von dort ist, wenn du ein Jung bist, dann befried dich mit mir all. Das ist ungefähr alles, was Gott davon sagt. Na, wir können noch sagen, Gott sagt, du nicht, wir sollen nicht mit einem Nicht-Christ taub sein, und ich glaube, das ist ein guter Punkt. So wollen wir sagen, Gott sagt 2 Dinge, von wer dein euer Partner soll sein. Wenn du ein Jung bist, soll es nicht mehr sein. Wenn du nicht mehr bist, soll es ein Jung sein. Das ist Nummer 1. Der zweite ist, wenn du ein Christ bist, soll es ein Christ sein. Das ist rein alles, was Gott davon sagt. Weil sage ich gleich, da mal eine Schwartheuer sein, oder eine Wettheuer, oder die soll so hoch sein, oder so leicht, oder so eine Dinge. Und so Gott hat die in Christus de Wohl gegeben, und du kannst die wählen. Vielleicht wollt ihr das ein bisschen verschreiten, aber weißt du Gott, ich würde ha könnt, mich mit selbst befreien, als mit lernen und in Gott sein Willen leben. Von der ist es nicht mehr möglich. Wenn den Tag wird ich mich befreit, dann wird das mein Punkt. Aber vor dem, dann meine ich nicht, dass wir sollen bloß rumfliehen, das Wild, und das ist nicht, wo ich von rede. Aber Gott hat die in Verstand gegeben, Gott hat die den Heiligen Geist gegeben, Gott hat die Weisheit gegeben, und zu Ende jeder Krons lässt Gott die wählen. Viele, viele Dinge in dein Leben. Wo du schaffst. Like meine Früher und ich, wir haben mehrmals in uns Leben sind gehört, dass du meist eine Tag abgelehnt wird, was uns früher sind, wo die uns kommen halten. Wir hatten einerseits 5 Tagen, wo uns früher, als wir würden kommen, ihre Predigt sein. So wo Gott wünscht die Tag, like, wenn wir nicht der rechte Tag wollen trafen, dann sind wir nicht in Gott sie wollen. Und wir können ab alle 5 Städten Gott dienen. Und so sind dann viele so Dinge in dein Leben, dass in Christus jeft Gott die wohl. Und das, wo Paulus sagt, dass ich kriege ihn an, nicht dass du in Christus bist, ich kriege dich an, leb so, dass es damit stimmt, wozu Gott die berufen hat. Gott hat die berufen, zum in Christus sein. So nu leef bijna kant des Krons. En wanneer ik weet, we gaan veertig vrouwen, okay, we ons bijna kant, beter kant, en je beter wie Gott zien, wo kann lernen, je beter klar haben dort. Aber das ist sehr, sehr wichtig. Wenn du was weißt, was Gott sehen will, ist, du musst hier anfangen. Und da wenn sage ich, in Christus, du musst das erstmal klar haben, dass du hier bist in des Krons. Wenn du dann noch gleich klar hast, dass du hier bist, wo wirst du hier leben? Und so da müssen wir erstmal sehr klar haben. So, die Raub hat nichts zu tun mit was Großes tun in der Zukunft. Und das ist wo wir stecken bleiben. Oh, Jan Prediger, so stei predigen kann, so weit mal gleich. Und ich weiß, dass ich jung war, dann habe ich 14 Prediger gehört, die wirklich eine Guf hatten zum Predigen. Und ich dachte so, Mensch, so will ich noch mal sagen. Und so, viele Menschen sind so dort. Wir sind vielleicht was uns interessiert. Jana, der hat eine große Arbeit, der hat eine große Mission. Mensch, sonst würde ich ja gleich hinter tun. Und das ist nicht Gott sein Willen für die. Aber der Raub hat nichts zu tun mit was Großes dann in der Zukunft, aber mit von der treu sein zu Jesus. Das ist dein Raub, von der. Von der treu sein, du wo du bist. Und wenn wir denken an in Christus, in das jeder Kranz, du bist hier bin, als Gott sein Willen, von der für dich, dass du warst treu, wo du nu bist. Dass du warst treu sein. Meine Früher und ich, wir haben immer wieder belebt in uns Leben. Und ich will jetzt meistens noch einen Satz wiesen, aber wir haben immer wieder belebt in uns Leben,
dat wir je nicht ans herop sehen. Ich glaube nicht, dass wir jemals sind gehen ans herop sehen. Wir sind immer gekommen nach uns. Aber weißt du, was da verab kommt? True, wo du nu bist. Einmal da wenn wir gleich jahnt, aber wir wollen dort dann. Du, wo du nu bist, und dein Ehe, wo du nu bist, sieh dort true. Mit deinem Ehepartner. Und deine Familie, wo du nu bist, sieh dort true. Und an deine Arbeit, was du nu hast, sieh dort true zu den Wirt. Oder der Wirt, was du von dir bist, das Business, was du von dir hast, sieh dort true. Mit wo du mit Geld umgehst, wo du deine Arbeit behandelst, all die Dinge, wo du Business ist. Und so du, wo du von dir bist, Gott sein Willen für mich, als dass ich dort true sehe, wo ich von dir sehe. Und so, meine Frühe und ich haben immer wieder belebt, wenn wir dort deuten, und wie wir dort true, und vielleicht der doch, was diese Arbeit war, der interessiert mich nicht sehr, aber wir sind hier true. Mir denkt dann auch, als wir jünger waren, wir wohnen in Kanada und ich wie ein Bräuser. Ich das Bräusen. Ich lebe vielleicht, ich verstehe das nicht, dass hier fledern, aber ich verstehe noch some andere Dinge. Und so, ich das Bräusen. Und immer war Rede davon, und wir feilten so, dass vielleicht soll wir das tun, aber ich will mich durch rührt, wenn mich gerührt, für was nicht anfangen. Aber einmal einen Tag, Tag Gott sozusagen, der Drog und ich meine Feit fair, und ich kam dann sagen, eine halbe Stunde, bevor ich hatte schaffen, an der Freitag Nachmittag, kamen sie und sagen, weißt du Gott, wir sind bankrott, die brauchen nicht mehr Trick um schaffen. Und da wird eine schwere Zeit, aber das wird auch der nächste Stopp. Und so eine Dinge sind immer wieder passiert. So, sieh dort true, wo du nu bist. Er sagt, dadurch, dass wir mit Christus Jesus verbunden sind, hat Gott uns nie geschaffen und in den Stand versagt, dass wir Gott tun können. Nu sollen wir auch da noch leben. Und so, hier bin, Gott hat die versaat in den Stand. Du bist in Christus. Gott hat die da gesagt, nu sie hier true, wo du von dir bist. Vielleicht interessiert die diese Schule nicht so, wo du nu noch Schule bist. Aber sie true in der Klasse, wo du nu bist. Sie true mit dort Papier schreiben, wo nu deine Abgabe ist. Und wir können diese Dinge abnehmen. Sie dort true, wo du nu bist. Und wenn du dort true bist, du bist in Christus und du bist hier true, dann wirst du dich wundern, wo hast dich Gott über einmal Wort das verhandeln. Und so Epheser 5 sagt auch, ihr schläft je im Düsteren, aber nur auf Gott im Licht abgehen lassen. Dann lebt ihr auch so aus Kenia, die im Licht sind. So hier bin, du wirst erst hier so im Düsteren. Nu bist du im Licht, nu bist du in Christus, nu sieh du true, wo Gott dich hat angebracht. Wer verwort? Welche Lied, wo immer du mich hörst, das ist der Schlüssel, für wo Gott dich wiederleben. Dass du wirst in Christus sein, du wirst Jesus annehmen, du wirst an ihm glauben, und du wirst das klar kriegen, wer du in Christus bist, und dann wird es anfangen, eventuell zu kommen, was Gott sein will für dich ist. Aber wenn du nicht klar hast und Gott hat dir nicht einen besonderen Raub gegeben, dann sieh dort zurück, wo du nu bist. Einmal raubt Gott für eine besondere Mission. Und das ist sehr wichtig, like wenn wir denken an, für viele Menschen, Gott raubt die in ein Wasser raubt nicht. Und nun meine ich nicht bloß, was wir nennen, geistliche Arbeit. Gott hat some von ihnen beraten, zum Businessman sein. Gott hat some von ihnen beraten, zum, vielleicht in der Regierung schaffen. Gott hat some von ihnen beraten, zum Truck fahren oder zum Bräuser sein, was immer. Aber da, wo wir sind, weil wir treu sind, so, einmal raubt Gott für eine besondere Mission. Und er das. Einmal wählt Gott sich Menschen raus, und wir wollen in den nächsten Werken in Beten, dort haben wir checken. Und so Gott wählt sich einmal Menschen raus, was wir vielleicht so denken, my goodness, so ein Mensch wählt Gott sich, aber er das. Und so in Christus wählt Gott sich einmal eine Person für eine besondere Arbeit. Some von uns sind beraten zum Mission sein in Afrika oder in der Welt. Some von uns sind beraten zum Prediger sein. Some sind beraten vielleicht zum Businessman sein. Wir haben einen besonderen Raub von Gott für diese Dinge. Und so die Sache hast du. Aber wenn du hier drüber bist in Christus, mit was immer du von dir das, dann meine ich nicht, dass wenn du reich bist in Christus, dann sollst du treu sein. So darf mir das nicht verdrehen. Aber in Christus, ich lebe für Jesus, ich kann Jesus, ich lebe am, und ich sehe treu, wo Gott mir nie geplant hat. Und jemand sagt, wir bleiben da, wo du nie geplant bist. Und so dort sollst du denken, dass du dort treu, wo du nie bist. Dann sage ich, dann brauchst du nicht nur den Raub sehen. Viele Menschen
viele Menschen. Ich habe für 12 Jahre in der Bibelschule unterrichtet. Und die Frau von was Gott sein will für mein Leben, ist gleich die Frau, die das meiste Mal erst gefragt wird von jungen Menschen. Was will Gott von mir? Na, ich sage today, Gott will haben, dass du trüsen, wo du erstens in Christus sind und dann trüsen, wo du nu bist. Aber einmal raubt Gott eine besondere Arbeit. Aber wenn dort der Fall ist, wenn Gott will haben, dass du so an die Wasserpunkt kommst, und wenn du nicht in dem Punkt bist, dann bist du nicht in sie will, dann brauchst du nicht Segen, nur den Raub. Den Raub, was die fängt. Und wat je lernen ook, wir haben al für viele Jahre ein Präsident geschafft, wir sind verschiedene Zeiten gewesen über die Zeit. Und das immer war so gewesen in uns Leben. Wenn wir dort treu wären, wo wir wären, keiner würde wir. Einmal wäre vielleicht nicht so recht steht, wo wir wollen sind. Aber wenn wir dort treu wären, dann euer Lothar wird Gott sein Raub klar in uns Leben. Wir denken noch, als wir mal zu Diakonlied gewählt worden, wir wären junge Lied, lebten in Ontario. Und die reden, was da auf unsere Bestätigung reden, hij sagt, dass Gott hat immer ein bisschen Buße geleid, als was sie in Reich was zum tun. Und ich würde, von der würde ich twitching sein, das selbe Ding. Aber das braucht, dass wir treu sind, wo wir nicht sind. Aber wenn du treu bist in Christus, wenn du was weiten, hat Gott die für was Besonderes berufen. Vielleicht will man sein, ein Missionar sein, Taromara, ein Missionar sein, irgendwo, das in der Welt. Was du weiten, als dort Gott sein Willen ist für dein Leben, dann sieh dort treu, wo du bist, und dann wird dein Raub die fing. Ich bin mich 100% überzeugt, dass wenn Gott einen gewissen Punkt hat für dein Leben, dann wird Häuser merken, dass du da weißt. Wenn was aus du dort fing, du bist nicht allwissend, du kannst nicht alles sein, und so Gott muss uns dort offenbaren. Das ist bloß einfach so zu schaffen. Und so, Mission, wenig, ist viel, wenn Gott du bist. Ich will jeden Mut merken von dir, weil wir das klar merken, wer wir sind in Christus. Weil wir nicht von der sorgen, sie ich beraten, zum Missionar sein, sie ich beraten, zum Prediger sein. Vielleicht weil ihr da, wenn nicht mal weiten, wer ihr in Christus sind, wenn dies Angst. In dein Hort, weißt du auch, was das ist. Einmal lasst es zu Bei mir wäre es zu all viele Jahre, fahre ich jemals eine Botschaft predigen. Dann habe ich das Gefühl in mir, was ich würde sagen. Und einmal ist es zu aber weet je, Gott hat mich da angelegt. Und weil wir klar haben, wer verwirrt. Weißt du, wer der Beste in Christus? Weißt du die unbeschreiblich große Gnade, was Gott in dein Leben hat? Weißt du die unbeschreiblich große Segnungen, was Gott in dein Leben hat gesagt? Und wenn du bist angenommen, du bist verjährt, du bist Gott sein Kind, du bist mit dem Heiligen Geist getekent, der Heilige Geist merkt sicher, dass du da schmerzen. Weißt du dir klar, wer du bist in Christus? Wenn ich das Ja sein, dann will ich dir sagen, sieh dort treu, wo du von dir bist. Vielleicht schaffst du eine Kinder, sieh dort treu. Vielleicht bist du ein Usher, sieh dort treu. Vielleicht bist du einer, der da oben schafft, mit all der Technologie, sieh dort treu. Vielleicht sitzt du hinter der Kamera, wo ich kann checken, dann sieh dort treu. Vielleicht bist du das wo in der Welt. Vielleicht wohnst du in Paraguay oder Bolivien oder in nördlichen Kanada oder in den States, wo immer du mich hier bist. Du weißt, du bist in Christus. Dann will ich dir sagen, sieh dort treu, wo du von dir bist. Und wenn du dort treu bist, dann wird Gott dich wiederleiten. Und wenn Gott einen besonderen Raub hat für dein Leben, sagst du, wo du nu kriegst bist, dann wird heute bekannt werden. Er wird vielleicht Menschen brauchen, die leben, er wird nicht Zeug brauchen, oder er wird dort an der Wand schreiben. Ich meine, er kann Menschen, die begegnen, auf dem Weg, Menschen, die am verfallen, so Paulus, und einmal knallt und durch ein Lächeln, Paulus wie ein anderer Mensch. Gott hat kein Limite, was er kann tun. Gott ist nicht begrenzt von was er kann tun. Wenn Gott die hat berufen für eine besondere Arbeit, er wird das schon merken, dass du da weißt. Sieh doch nicht besorgt, Eva, von der weil wir treu sind, wo wir nu sind. Amen. Weil wir nach Tod beten. Und sind wir schon vor, wir danken dir, dass du uns hast angenommen, was die nicht kennen. Du sagst, wenn wir die annehmen, du merkst, dass mählich, du hast uns die Macht, oder das Reich, die nicht kennen zu sein. Und ich bete für jeder einen, was mich hört. Vielleicht sind das Söhne, die das nicht klar haben, dass sie Christen sind. Vielleicht haben sie die noch niemals angenommen. Oder sie haben, aber sie haben nicht diese Sicherheit, dass ihre Sünden vergeben sind. Ich bete, dass du entwirst die Augen aufmerken, halb die Schrift zu sein und dich zu glauben, was er sagt. Und dann bete ich dich von uns, was wir klar haben, dass wir sind in die, halb uns treu zu sein, du, wo wir von dir sind.
Als het in onze eigen is, als het in onze familie is, in onze arbeid wat we doen, in ons geschäft wat we aan, wo immer wir sind, Herr. Daar wo wir nu sind, daar waar we terug zijn. En ik dank dir, Herr, dat du ons voorspieren leidt van door. Das ist eine sehr gute Botschaft gewesen, denn wir würden manchmal sagen, das käme ein bisschen dicht bei uns. Wenn ich dort sage, als wenn wir hier dort mal einmal manche uns Menschen, weil ich würde auch gleich so zu sagen, so ist da ist, oder even ist die Mission, was wir von der in der Stadt haben, und was wir wiesen davon, durch wie sie eine Mission, dort sagt so Schmack mit den Bildern, und was hat dort, und so ist die Kirche Wasser haben, und du sagst vielleicht, well, ich würde auch gleich dort zu sein, oder ich würde auch gleich so zu tun. Aber was wichtig ist, was Pastor John davon geredet hat, ist, was der erste Stopp, wer du bist in Christus, fördert wird. Und so, ich will die besser open, bloß diese Botschaft auszuleben. Das hat sich so gut gehört, und das kam so dicht bei uns, aber wer das nicht bis da loten. Wo immer du bist, merksam Ändernis in dein Leben. Wenn du erst dort klar merken, wer du bist in Christus, dann go wieder auf den Weg, was du dort klar hast. Wenn du dort auch klar hast, dann check, was ist dann der nächste Stopp. Wo kannst du Wort down? Und vielleicht hast du gekriegt, wo du nu bist, dass du da so drüber bist, wo Gott dir oben hat. Vielleicht hat Gott dich gekriegt, wo du nu bist. Und so, ich will die bis Mut merken, go wieder in diesen Plan von wer verwirrt. Und in der nächsten paar Sonntag, wenn wir some andere Missionen auch bechecken, werden wir nicht bis dahin checken und so denken, dass wir aufgänzlich sind, oder ich würde auch gleich dort sein, weil die Mission in der Städten, und aber wenn wir selbst noch ans Leben auch checken, sagen, was ist der nächste Staub für mich? Ich weiß, wer ich sehe in Christus, und wo kann ich wieder gehen in diese Mission in der Städten. So, Dankeschön für bis Horchen und dort anwenden in dein Leben. Nächste Woche wir zusammen Bekanntmerken kicken, wird sein, was der abkommt für die nächsten paar Wochen. So, kicken um Video. Goedemorgen Levenswasser, mijn naam is Kenneth Isbrecht en dit zijn onze bekommerkingen voor deze week. Per week 3 dachten we waren van de August in 2 nog geen waar een persoon kwijt kan, maar wegen de krankheid is ooit geworden in onze omgeving, waar we voor de maand van August niet kwijt kan. We worden maand bij maand nemen. Nu August waar we met de regering vertalen, met dokters in onze omgeving te zijn waar de krankheid dat. En dan vielleicht gaan we daar nog meer. We worden het al maand bij maand nemen. Maar ik wil je best wel een motor spreken. We zijn er nooit gezien als levenswasser. Dat we kunnen livestreamen op Facebook en YouTube en je niet nemen. So, kom top on zondagsmorgens als familie, als vriend. Kijk den livestream, had some go to Thai, some koffers en go to Frühstück. En dan met ons top aanbeden. En dan met ons top duipen en God zijn woord studeren over deze nächste tijd. We kijken ons al verder wachten met het Samba waar den wer ist es Jesus Drama verspelen verdient. Wo wir 3 sind, wo wir kijken naar Jesus zijn ganze leven van Geburt, waar we gestorven en opstonden van dat van dood. Ons fehlt jene Halb zum Port an diesem Drama nehmen. Ons fehlt Kinder, ons fehlt Families, ons fehlt Jugendliche, ons fehlt Grootvoeders, Grootouderen. Ons fehlt jene Halb zum diese Geschichte en Drama kann verspelen. Wenn ihr da interessiert ist, Port zu nehmen an diesem Drama, schrieb uns ein WhatsApp, nur das Nummer, was ihr hier wollen sein, und sagt, wir sind interessiert, zum Port annehmen an den Weihnachten Drama. Wir wollen dann nur noch für 2 Wochen uploaden, wenn ihr da interessiert seid, schickt uns ein WhatsApp und dann wollen wir jeden Port sehen an diesem Drama. So ich lade ihn an, nehmt Port von den Wer ist es Jesus Drama an Dezember. Und dann noch zu Latz wie an der Lebenswasser kommen. Ihr könnt nur der Lebenswasser kommen, wenn ihr dort ein Klimaation reden fehlt, die noch kommen ist ein Klimaation ladig. Ihr könnt nur der Kirche kommen zwischen Klock 11 und Klock 12 am Sonntag des Morgens. Und die Dia kommen, wo ihr nur Pakete aufstellen ganzen sonst. Oder ihr könnt auch der Lebenswasser kommen, wo ihr starten mit Geld oder Eden. Das ist alles von mir, von der hatten wir gesehene Werk. Ich will einmal dankbar sein zu Doof Wieb, erstens für die Mission, die er in der Beirat, aber auch für den Bericht, was er uns hat von der Jeff, was er angeht und was er wieder geht. So dankbar für das. Und ich will dir auch bis Mut merken, dass du kannst geben, von der hier bei der Kirche, wo das oben sind, die können herkommen, wenn ihr will ein Offering hier geben. Oder ihr könnt das der Werk bei der Kirche Office down, ihr könnt da ankommen, da was wir sind, und ihr könnt das Geld da geben. Das ist wichtig, dass wir über diese Zeit geben down. Wenn so es sein kann, die Mission, die 3 wieder, über die nächsten paar Wochen, wo wir mehr Mission sein, und was wir in der Stadt tun, die kriegen jeder Monat Geld. Und das sind Missionen, die abhängig sind von dass wir in der Stadt tun, und viele andere, die in der Stadt tun. Und so ich will die bis Mut merken, sie auch drüben und dort,
und wer wir bleiben bin geben, wenn diese Kinder haben in verschiedenen Missionen, die drehen wieder mit dienen in der Stattung. So, kommt nach der Kirche Office, gebt ihr eine Offering, dann kann es, wenn alle Gott wieder drehen. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen über das nächste Werk. Ich wünsche Ihnen Gesundheit und die Dinge, wo ihr hingehen, wo immer ihr seid, dass Gott Ihnen was sicher hält und dass wir uns bald weiter sein. Gottes Segen. Van zin met heim i fri. Ek weet dat ek je raad zie. En dat is genoeg voor mij. Halleluja, joina grata. Halleluja, woord van rara. O die eis die zelfs je breken onder krets. Die opvader as je lucht van mij. Oh nee, min ganska zenen. Låt min hart för Emma sing. Sing en lös från dina lög. En döds i luft för mig. Över traff och mina fälla. Svär härka och så min sig. Dart och kris för mina radon. En döds i luft för mig. Halleluja, joina grata. Halleluja, woord van rara. O du eikst is af, je breken op tot krits. Din opvader as je lucht for mig. Jesus sin blod så vedfall, skjelt ut opp Golgata, helt i kropp for mig.